Raubtierkampf in Kalifornien von Karl Rede. Ich war mo mit meiner Frau a Joer fast in Amerika. Wir han erlebt dort allerhand und sind quer durch das Riesenland, vom Staat New York am Atlantik durchgefahren bis zum Pazifik, han Schwarze gesehen und Indianer, Chinesen, Braune und Japaner. In Kalifornien haben wir mal im Hochgebirg, das ist kein Kohl, 2 Panther gesehen, kampfbereit, die waren wie ein Kalb in Streit. Das haben sie in ihre Herd gerissen und fortgeschläft und Mause totgebissen. Ich, mein gebogenes Fernrohr raus und spionier den Fall gleich aus. Mit so einem Glas, man soll's nicht meinen, kannst über Berge übersehen. Die haben gefaucht und gespauzt ganz wild, gerauft, gebissen und gebrillt und haben sich einander überfallen und sich verkratzt mit ihre Kralle. Und mit der langen Pinselschwänz, da haben sie als, es glaubt fast keins, hoch aufgewirbelt Stab und Dreck. Auf einmal, wupp, da waren sie weg. Kurz, die 2 Viecher, die 2 große, die waren grad wie fortgeblosen. Mit meiner geladene Pistol schleich ich jetzt nieder durch a Hohl, an einen Kampfplatz hin, ganz no. Die Panther waren nimmi da. Auf einmal seh ich, es glaubt fast keins, gleich neben dem Kalb 2 Pantherschwänz, die sind wie Schlange rumgekrabbelt und hen lebendig noch gezappelt. Kurz, es hat sich rausgestellt unterdessen, die Panther hen einander gefressen und hen sich gegenseitig glatt mit Haut und Haar verschlungen gehabt. Ihr liebe Leute, man soll's nicht meinen. Man glaubt's kaum, wenn man's nicht hat gesehen. Meine Tochter in San Diego drüben hat kürzlich im Brief uns geschrieben, dass sie noch heut, man soll's nicht glauben, die Schwänz benutzt für abzusterben. Und der, wo meint, das wär gelogen, kann niewer fliegen und so frochen.